Der kriminelle Begriff Verschwörungstheorie. Den Begriff Verschwörungstheorie sollte man verbieten, denn Fakten können sich nicht verschwören. Von Michael Palomino 2006 bis 2011 zu finden auf geschichteinchronologie.ch. Der Begriff Verschwörungstheorie seit 1946 Der Begriff Verschwörungstheorie seit 1946. Die dummen Journalisten, Richter und die christlichen Führer. Seit 1946, seit dem Nürnberger Prozess, wird der Begriff Verschwörungstheorie in der Welt angewandt, weil viele Wissenschaftler und Autoren die Widersprüche des Nürnberger Prozesses nicht hinnehmen wollten. Gegen diese Kritiker wurde der Begriff Verschwörungstheorie erfunden mit dem Hintergedanken, es sei eine Verschwörung von Neonazis im Gang. Bis 1986 begleitete dieser Begriff Verschwörungstheorie den Kalten Krieg in Europa und begleitet seit 1986 die Globalisierung. Die linke Politik und die Politik der Mitteparteien suggerieren also prinzipiell, wer Daten der in von den USA gesteuerten Massenmedien anzweifelt, der ist gleich ein Neonazi. Und das geht doch einfach wirklich zu weit.
Dabei hat dieser Begriff Verschwörungstheorie gleich mehrere kriminelle Komponenten. Erstens, der Begriff Verschwörungstheorie kommt aus dem Kalten Krieg und ist ein Propagandabegriff, um ganze Geschichtswerke abzuwerten und deren Autoren als Verschwörer zu verleumden. Zweitens, der Begriff Verschwörungstheorie wird auf alle Geschichtswerke angewandt, die nicht zum Geschichtsbild der dummen, amerikanisch gefärbten Schulbüchlein entsprechen. Der Begriff Verschwörungstheorie entlastet die dummen Journalisten, neue Bücher zu lesen und sich neue Daten in neutraler Weise anzuschauen. Und solange der Lohn stimmt, werden die dummen Journalisten sich auch keine neuen Bücher ansehen, die sie als Verschwörungstheorie bezeichnen und deren Autoren sie als Verschwörer bezeichnen. Viertens. Der Begriff Verschwörungstheorie hält die dummen Journalisten, die in amerikanisch gefärbten Universitäten studiert haben, in ihrer pro-amerikanischen propagandistischen Linie fest. Und die dummen Journalisten können sich gar nicht vorstellen, dass alle Daten wichtig sind. Nicht nur die der amerikanisch gefärbten Schulbüchlein und Zeitungen und Gerichtsurteile. Fünftens. Der Begriff Verschwörungstheorie wird zum Teil von der dummen amerikanisch gefärbten Justiz übernommen, sodass Anwärter und Richter mit dem dummen Journalisten ganze Geschichtswerke und deren Autoren abwerten und als Verschwörer verleumden. Sechstens. Andere Verantwortliche des Staates plappern diese Version der Interpretation dann auch noch nach, zum Beispiel Führer christlicher Gruppen, Politikerinnen und Politiker oder auch Zensuristen von Lexika wie zum Beispiel Wikipedia etc. Sie grenzen Leute aus, die eigentlich wichtige Daten zu präsentieren hätten. Insgesamt richtet der seit 1946 angewandte Begriff Verschwörungstheorie in der Geschichtsschreibung einen unglaublichen Schaden an, indem Geschichtswerke und Autoren, die den amerikanisch gefärbten Medien nicht ins Bild passen, einfach pauschal als Verschwörer kriminalisiert werden, also als Nazis oder Kommunisten dargestellt werden. Es ist unglaublich, wie die dummen Journalisten und Anwälte und Richter weiterhin diesen pauschalisierenden kriminellen Begriff Verschwörungstheorie gegen Daten anwenden. Solange der Lohn stimmt, wird diese Praxis aber nicht geändert. Beispiele von sogenannten Verschwörungstheorien und die Gegenbeweise zählen bei den Medien nicht. Verschwörungstheorien sollten insbesondere sein: alle alternativen Daten zum Holocaust, die nicht ins Holocaustbild des Auschwitz-Prozesses passen. Alle alternativen Daten zur Mondlandung der amerikanischen Astronauten, wo viele Fotos nachweislich manipuliert sind und wo eine kosmische Strahlung und die Radioaktivität der Van Allen-Strahlungsgürtel und die Radioaktivität auf dem Mond selbst sofort Krebskrankheiten bei den Astronauten verursacht hätte, wenn diese sich wirklich auf dem Mond befunden hätten. Alle alternativen Daten zum 11. September 2001, wo die Hochhäuser des World Trade Centers so in 10 Sekunden in sich zusammenfielen wie im freien Fall, wo die Feuerwehr bei beweisbar viele Explosionen in den Türmen selbst gemeldet hat und wo Löcher ohne Flugzeugwracks existieren
und wo jegliche Flugzeuge beim Pentagon und bei den Sheiks will fehlen. Und seit 2010 sollen alle Leute, die die Wahrheit über den faulen Euro klar erkennen, ebenfalls Verschwörungstheoretiker sein. Es ist aber so,